Habe ich es im Griff? Was habe ich so geschossen? Egal, ich habe es im Griff. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitchen und zu einem neuen Video. Ich muss heute ein bisschen ausholen, bevor ich anfangen zu kochen. Ich bin ein riesengroßer Fan von einem Podcast, nämlich die Sprechstunde. Das ist ein Podcast, wo zwei Berner Moderatoren zusammen Wandengespräche führen mit lustig. Der eine ist der Simon Moser und der andere ist der Schelker. Und Fun Fact am Rand, der Simon Moser ist im gleichen Dorf aufgewachsen wie ich und je nachdem, wenn er irgendetwas erzählt, habe ich ein bisschen Heimatgefühl und der hat der hat schon viele Folgen, über 120 Folgen und der hat in einer Folge, glaube ich, wo er Zahnspangenmüde ist, geht mir übrigens genau gleich, ich tue jetzt so, wie das irgendjemand von denen wird schauen, aber ist ja gleich, egal. In dieser Folge hat er sein geheimes Weisswein-Söseli-Rezept gedroppt und findet, ja, so der Jamie Oliver kann eigentlich jetzt wieder Teller waschen und ob jetzt das wirklich so eine gute Sauce ist, das wollen wir jetzt zusammen herausfinden und darum würde ich sagen, gehen jetzt in die Küche und machen am Moser seine Deluxe-Sauce. Hau rein! Bevor er überhaupt hat angefangen das Rezept zu erklären, hat er gesagt, dass er je nachdem, was er gekocht hat, ein Kelchchen Wein zu sich nimmt. Und ich wollte ja wirklich sehr, sehr rezeptgetreu sein. Dann machen wir das so. Keine Weissweingläser mehr gehabt. Geil. Also das Rezept ist grundsätzlich hure easy. Es braucht hure viel Anke, Zwiebeln, Bresaola. Oder nein, wie hat es auf Italienisch hat er es gesagt? Nein, zuerst muss ich googeln, was es ist. Peterli, Gemüsebouillon, Weisswein und dass wir den Schelker nicht aussen vor lassen. Er hat noch den Tipp gegeben, dass man mit Maizena die Sauce binden soll und das machen wir jetzt natürlich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Also es klingt sehr, sehr einfach. Als erstes müssen wir jetzt mal Butter schmelzen. Ich hoffe, es ist genug, weil Mengenangaben hat es nicht gegeben. Also jetzt ordentlich Butter drin da. Und jetzt kommen in diese Butter kommen Zwiebeln rein. Und speziellerweise tut der Kräuter auch schon rein. Ich tue die eigentlich meistens nicht rein, aber Rezept ist Rezept, wir halten uns dran. Keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Gibt es nicht in der Küche, Hauptsache es ist fein. An dieser Stelle sollte noch der Weisswein eingeschüttet werden. Habe ich versucht. Sorry! Ich lasse jetzt das wirklich richtig schön so ein bisschen einköcheln und dann kommt dann noch Gemüsebouillon, das wird noch einmal eingekocht und dann wird die Sauce schon abgebunden. Fertig. Tschüss, fertig. Das Söseli ist jetzt schon ein bisschen eingekocht, jetzt kommt noch Bouillon. Und jetzt das ebenfalls aufkochen, zusammenkochen und dann können wir es schon bingen. Und dann sollte die Geschichte schon vorbei sein. Wirklich schnelles Rezept. Währenddem die Sauce am Einkochen ist, habe ich so ein bisschen Lachszweck gemacht, und ich nur mit Olivenöl und Zitronensaft beträufelt habe und jetzt hier noch schön würzen und dann tue ich dann im Föhn in diesem hohen Luftfilter-Fuckteil garen und ich habe ein super geiles Gewürz Umami. So, die tue ich jetzt so einfach so da in den Heissluftkäse rein. Und es stellt so geil scharf! Die müsst entschuldigen, ich drehe meine Videos komplett alleine und darum ist das mit der Technik manchmal schwierig. Ich hoffe, ihr erträgt es. Danke. Ich bin so ein bisschen am Warten und ich frage mich jetzt wirklich, tut der keine Nudeln und gar nichts Milchproduktmässiges drin? Wird es fein, nur wenn man es bindet? Diese Frage beantworten wir euch jetzt gerade. Weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass er die Nudeln vergessen hat. Aber vielleicht, keine Ahnung, also Jamie Oliver will ja nicht irgendwie unterstellen. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher und frage seine Frau, die hoffentlich sicher schneller Antwort gibt als er, ob er echt nicht Nudeln vergessen hat. Also. Hallo, unbekannterweise, ich habe eine kurze Frage. Der Simon hat mal ein Rezept gedroppt mit einer Weisswein-Sauce und ich wollte fragen, kann das sein, dass er, als er das Rezept gedroppt hat, vergessen hat, dass noch Rahm kommt, oder macht er das wirklich komplett ohne Rahm? Sorry für die Störung, Entschuldigung, ich weiss, ihr Sonntag, tschüss. Also, okay, also wir probieren es jetzt wirklich ohne Rahm. Ich habe einfach das Gefühl, es ist falsch, aber ja, ich tue jetzt das mal binden. Also es geht mit dem Binden, aber es ist kein weisses Sauce, wie er gesagt hat. Und es ist einfach hure stark. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt hier noch Nudeln drin und koche es nochmal auf.
Weil ich bin überzeugt und habe vergessen, das zu sagen. So, nachdem ich es mit Niedeln gepimpt habe, und ich hoffe, ich pisse dir jetzt nicht das Bein, aber ist es 350'000 Mal besser. Tada! Fisch à la Moser, hoffentlich, ja, weil eben Niedeln und so. So. Ah, Mann, wirklich so. Jetzt wird es natürlich auch noch probiert und sie sieht sehr fein aus und sie schmeckt mega nach Weissen. So, Achtung, I try it. Der Lachs übrigens perfekt gehaart. Über den Arm gesabbert, fressen kann ich auch. Also, geil. Passt perfekt zu Fisch. Wirklich perfekt. Würde ich wieder machen. Mega geil. Nein, merci viel mal für das sehr feine Rezept. Auch wenn ich bin fast zu 99% überzeugt, dass es wirklich einfach, das mit dem Rahmen nicht erwähnt hast. Aber egal, es ist sehr fein und es ist wirklich gut und ich will es wieder machen. Merci viel mal und auch merci viel mal für die super Unterhaltung jeweils am Samstag.